Okay, la Dominiere. Wir probieren mit Assassin's Creed Revelations. Ezio Auditores, letzte Stündlein. Da die Song. Ja, besser, ohne Wenn und Aber. In den Story-Modus. Bei der Desmond war nicht mein Name. Wie heißt doch Jupiter? Wir können ihn für ein paar Tage so lassen. Eine Woche vielleicht. Ruf an. Sag ihnen, wir sind auf dem Weg. Sobald die Luft rein ist. Desmond Miles. Wie schnell sich dein Leben doch verändert hat. Vor 2 Monaten warst du noch Barkeeper für Banker und Promis. Sieh dich jetzt an. Du bist Assassine. Einer von uns. Einer von den Guten. Ist doch nett. Männer und Frauen, die ihr Leben dem Schutz der Menschheit und ihrer Freiheit widmen. Anders als die Templer. Kalte und berechnete Autokraten, machtbesessene Ordnungsfanatiker. Wir tun unser Bestes, um sie zu stoppen. Ja, unser Bestes. Aber das weißt du alles noch, oder? Du weißt vom Animus, dieser Maschine, mit der wir Erinnerungen aus dem Leben unserer Vorfahren finden und nacherleben. Erst warst du Altair, ein stoischer Assassine des 12. Jahrhunderts im Heiligen Land. Dann warst du Ezio Auditore, ein reicher Italiener mit Charisma und einem Talent für Rache. Also, was habt ihr 3 gemeinsam? Stimmt, den Edenapfel. Dieses seltsame Artefakt von diesem Volk. Denen, die vor uns kamen. Du kennst die Macht des Apfels. Du hast es selbst gefühlt. Das war cool. Oder, Desmond? Aber das wird sich bald ändern. Dein Verstand zerstreut sich, zerfällt in kleine Stücke. Und wenn du nicht bald aufwachst, dann löst du dich auf. Für immer. Okay, ich habe das Überwachungsprogramm des Animus beendet, um Speicher freizugeben. Aber auch so bleibt es riskant. Desmond geht's gut. Die Partition funktioniert, der Animus ist stabil und alle seine Werte sind gut. Fürs Erste. Aber das Ding wurde gebaut, um Erinnerungen nachzuerleben, nicht um kognitive Prozesse zu simulieren. Der Animus erfüllt seinen Zweck und Desmond erledigt den Rest. Was ist los? Ich kann mich nicht bewegen. Nein! So, er googelt doch rotzbesoffen rum und weiter gerade aus dem Wirtshaus kommen. Na, dann mal sagen, wir spielen wieder mal Desmond, oder? Diese Pfeife. Und, wo sind wir jetzt? In der weiten Welt der Matrix. Hallo? Bei der Sprinten, wo ist die gegangen? Da natürlich. Ignoriere mich doch einfach. 16? Oh, du kennst nicht mal meinen Namen? Oh Gott verdammt, ich bin noch im Animus? Du hast ganz schön was mitgemacht. Rebecca, hol mich raus hier. Die können nichts tun, Desmond. Du bist ein gebrochener Mann. Dein Verstand ist gebrochen. Gebrochen? Mir geht's gut. Dachte ich auch. Und sieh mich jetzt an. Reden wir, Kumpel. Hey, Komm mit mir. ich nix gebrochener Wo Mann. sind wir hier? Ist hübsch, oder? Wir sind tief im Animus. In der alten Testroutine. Keine Erinnerung, nur einfache Physik. Wettersimulation. Hallo Welt! Ein Glück, dass jemand die Idee hatte, dich hier reinzustecken. Das hat dich gerettet. Wovor gerettet? Eigentlich müsstest du sabbernd in der geschlossenen sitzen und den Kopf gegen die Wand hauen. Im Moment hält dich der Animus zusammen. Und deine Vorfahren davon ab, dich endgültig ins Chaos zu stürzen. Aber wenn du keinen Sync-Knoten findest, werden all diese Persönlichkeiten kollabieren.
Das wird nicht schön. Ein Sync-Knoten? Dazu komme ich noch. Moment. Ja, pass auf, wer erzählt mir irgendeinen Blödsinn von irgendwelchen Knoten? Da. Dieses Ding ist dein Ausgang. Du willst mich verarschen. Das Problem ist, dein Hirn ist Brei. Zu viele Personen und Stimmen für einen Kopf. Also, was kannst du tun? Du kriechst zurück in die gespeicherten Daten, suchst unvollendete Erinnerungen und dann knackst du sie auf. Beende, was du angefangen hast, bis dein Vorfahr dir nichts mehr zu zeigen hat. Das ist ein Sync-Knoten. Wenn du ihn findest, kann der Animus Desmond von Ezio und Altair isolieren und dich nach Hause schicken. In deinen Körper. Woher weißt du das alles? Weil es mir auch passiert ist. Nur mein Körper ist schon Wurmfutter. Ich stecke hier fest. Ein Wort der Warnung. Wenn du da durchgehst, verändert sich alles. Nichts ist mehr normal. Noch hast du die Kontrolle. Es liegt an dir, einen Ausweg zu finden. Gut. Wenn du schnell bist, schaffst du es vielleicht noch zu Lucys Beerdigung. Was? Oh, ich dachte, du weißt es. Lucy. Oh Gott. Es tut mir so leid. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Es war diese Stimme. Juno. Sie kontrollierte mich. Sie zwang mich. Ja, ich seh schon. Die Schulden plagen uns. Also schon langsam. Was mache ich hier? Was habe ich getan? Okay, Desmond. Schluss mit den langen Reden. Ihr braucht Action. Bettet ihr da rein oder was? Es ist Sean. Sean, was... Ich mag ja Wort behaupten, wir sind immer noch im Intro. Claudia, meine geliebte Schwester. Ich war nun eine Woche in Archon. Sicher und voll Zuversicht und doch aufs Schlimmste gefasst. Die Männer und Frauen, die mir hier Nahrung und Obdach boten, warnten mich, dass der Weg nach Masyaf vor fremden Söldnern und Banditen nur so wimmelte. Was das bedeuten könnte, wage ich nicht zu denken. Als ich Rom vor 10 Monaten verließ, hatte ich nur eins im Sinn: zu entdecken, was unser Vater nicht fand. In einem Brief, der 1 Jahr vor meiner Geburt geschrieben wurde, erwähnt er eine geheime Bibliothek unter der Burg Masyaf, ein Heiligtum, angefüllt mit unschätzbarem Wissen. Also was mag ich dort wohl vorfinden? Wer wird mich empfangen? Ein Trupp übereifriger Templer, meine schlimmste Befürchtung. Oder nichts als das Pfeifen eines kalten Windes. Masyaf hat seit nun fast 300 Jahren keine Assassinen mehr beherbergt. Können wir noch Anspruch auf die Burg erheben? Sind wir dort willkommen? Ach, ich bin das Kämpfen leid, Claudia. Nicht, weil ich müde bin, sondern weil sich unser Krieg nur in eine Richtung zu entwickeln scheint. Ins Chaos. Ich habe inzwischen mehr Fragen als Antworten. Und deshalb bin ich so weit gereist, um Klarheit zu finden. Um die Weisheiten des großen Altair zu finden. Und um den Sinn unseres Krieges besser zu verstehen. Und meinen Platz darin. Sollte mir etwas zustoßen, Claudia, sollten meine Fähigkeiten unzureichend sein oder mein Ehrgeiz mich verführen, suche nicht in meinem Andenken nach Rache. Kämpfe, um die Suche nach der Wahrheit fortzusetzen, zum Wohle aller. Mein Leben
ist nur eines unter Tausenden. Und die Welt wird es verkraften, sollte es vorzeitig enden. Und wieder mal bei Ezio Auditore, selbstverständlich. Findet ihn, ihr Narren! Tötet den Bastard! In die Burg. Warum ist er wieder eine? Überall! Von oben nach unten! Ich will seinen Kopf! Meinen Kopf. Der bleibt da, wo er ist. Der gute Mann am besten. Ich werde dir das Herz herausreißen und es langsam an mich verfüttern! Du kannst nicht fliehen! Wer ist da? Du bist ein toter Mann! Brate Watschen? Ja, da, ich bin Boxer. Ein weltberühmter Profiboxer. Warum zum Teufel steht ihr hier rum? Macht euch kampflich! Ja gut, wieder mal ein bisschen Tutorial, damit du reinkommst. Aber ich bin noch voll drin. Aha, da ist er. So ein Zufall, gell? Bei der, wo so ein Krückstock war, das ist, dieser Schwert. Hey, Büschchen! Welch Fechter oder was? Geh doch! Ich bin der weltbekannte Profifechter. Jawohl! Durch Leib und Seele! Aber große Gegenwehr haben nicht geleistet, die Burm. Und jetzt möchte er wohin? Erklimmen. Warte mal. Ein netter Auditore reicht bei einem Aufzug, selbstverständlich. Weil es leichter ist. Oh Baby! Der hat daneben gegangen. Aber das muss doch die Arme demonstrieren, gell? Wie die ausschauen soll. Bei Appetit. Dann habe ich die Fuchtelnummer. Ihr geht nirgendwo hin! Ja Mann, freiwillige vor. Bedient wird jeder. Bekanntermaßen. Pass auf, ich hab die Aufzugnummer. Und da droben bin ich gescheitert. Der war besser. Ich glaube, der liegt am Alter. Der jüngste Mann ist er nicht mehr. Bei der rückwärts springen.
Und mit der Ezio, wie schaut das aus? Noch nicht drum. Na gut, Meister möchte da hoch hinaus. Hier geht. Und wahrscheinlich um Sieg, oder? Deswegen war weit schon. Und Kumpel, sind wir rum hat. Schon langsam. Hey Kumpel, Probleme? Los mal. Hundertprozentig synchronisiert. Hätte ernst? Meine Karte, wo ist die? Recht unten. Pass auf, 4 Feinde. Wo treiben die da schon? Sagen Sie weiter. Und jetzt fort. Hey Brother, wie schaut das mit uns vor? Eine Klinge im Rücken kann verzücken. Also ab und zu mal. Nicht immer. Ja, den löse ich einfach noch Arbeit. Und der gute Knabe da treibt mir. Ich bin das Rätsel Lösung. Nicht sehen. Seht das? Was ist denn hier? Verschont mich, bitte. Ich bin nur Arbeiter. Ich habe Familie. Welche Arbeit verrichtet ihr? Meistens graben. Es dauerte ein Jahr, diese Kammer zu finden. Und seit gut 3 Monaten versuche ich, diese Tür zu durchbrechen. Ihr seid noch nicht weit gekommen. Ich hinterlasse keinen Kratzer. Dieser Stein ist ein leidenschaftlicher Gräber. Das wird ich bin nicht ja werden. bei Diese Creative Tür Wars. macht über Schätze weit wertvoller als alles Gold der Welt. Ah, ihr meint Edelsteine. Das sind Schlüssellöcher. Wo sind die Schlüssel? Die Templer fanden einen unter dem Palast des osmanischen Sultans. Bei den anderen wird ihnen wohl ihr kleines Buch behilflich sein. Welches Buch? Ein Tagebuch oder so. Der hässliche Hauptmann, er hat es bei sich, wohin er auch geht. Geht heim. Sucht euch eine ehrliche Arbeit. Oh, ich würde gern von hier verschwinden. Aber diese Männer, sie töten mich, wenn ich gehe. Packt eure Sachen.